Miteinander und heute zusammen. Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com und da geht es ums Thema, für was dass man eine Arbeitserlaubnis braucht. Ein Haus kaufen. Ein Haus kaufen. Hilfe anbieten. Hilfe anbieten. Die Wände streichen. Die Wände streichen. Melden. Melden. Die Nachbarn. Die Nachbarn. Die Erlaubnis. Die Erlaubnis. Der Rasenmähen. Der Rasenmähen. Der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand. Hilfe anbieten. Die Nachbarn. Der Rasenmähen. Für was braucht man eine Arbeitserlaubnis? Wir haben vor kurzem ein Haus im Kanton Zürich gekauft. Jetzt möchten wir gerne die Wände neu streichen, bevor wir reinzügeln. Der Mann von meiner Schwester ist aus Italien und hat uns seine Hilfe angeboten. Weisst du, ob ich das bei der Gemeinde melden muss? Wir kennen unsere Nachbarn noch nicht. Meinst du, dass jemand die Gemeinde anrufen und ihnen mitteilen, dass ein Italiener ohne Arbeitserlaubnis bei uns arbeitet? Ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen. Machst du einen Witz? Tu sie doch einfach streichen, deine Wände. Streng genommen kommt es nicht darauf an, ob du jemanden zahlst oder nicht. Es braucht trotzdem eine Arbeitserlaubnis.
Ich wäre eher besorgt darum, dass ihr beide richtig versichert sind. Nur im Fall, dass es einen Unfall wird geben oder etwas Ähnliches. Gilt das nur für Streichen oder für alles? Nehmen wir mal an, einige Verwandte kommen uns aus England besuchen. Sie bleiben für ein paar Tage und bieten uns an, dass sie einmal die Nacht für uns kochen. Müssen wir dann auf die Gemeinde gehen und sie als Chefkoch registrieren? Und was wäre mit dem Rasenmähen? Oder wenn sie uns helfen würden, die Abwaschmaschine zu füllen? Nein, wirklich. Brauch doch mal deinen gesunden Menschenverstand. Das wär's für heute. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt und wünsche euch eine gute Zeit. Wer möchte den englischen Text dazu lesen, der kann im Kommentar zum Film nachschauen. Tschüss zusammen.